Hey du, ich denke gerade über Weihnachten nach. Weihnachten, wie es jetzt ist, und Weihnachten, wie es früher war. Wir haben nicht immer schöne Weihnachten gehabt, aber an ein Weihnachten erinnert ich mich gern. Und das jedes Jahr. Weil dann gibt mir das ein gutes Gefühl auch für diese Zeit jetzt, die früher bei Weitem nicht so hektisch war, wie es heute ist. Allein schon die Zeit davor, wo in der Stube der Mehlstaub war, Orangenduft, Mandarinen, Zimt und Platzerl. Die Mama fleißig Platzerl gebacken hat und wir natürlich als kleine Stempeln von hinten uns hingeschlichen haben und wollten von unten aufgelangen, um ein Platzerl zum Haschen. Aber Patsch hat's gemacht, nichts gibt's. Das sind für Weihnachten. Ja. Und so haben wir es gar nicht erwarten können, bis dann so weit ist. Und nicht nur wegen die Platzerl, die so lecker gerochen haben, sondern auch wegen einem Geschenk. Und es hat ja bei uns nicht viel gegeben, aber ein Geschenk war da sicher. Und dann haben wir das aufgeschrieben und haben den Zettel ausgelegt, in der Hoffnung, dass das Christkindl kommt und den Zettel mitnimmt. Das Erste, was ist, wenn du in der Früh aufgewacht bist, dann hast du ausgeschaut und ja, der Zettel war weg, das Christkindl war da und voller Aufregung, juhu, das Christkindl war da und dein Geschenk, das gibt's, das kriegst, juhu, ich hab dran geglaubt, ja. Und dann ist es soweit gewesen, der Heiligabend war und wir stehen draußen am Gang vor dem Wohnzimmer, vor der Wohnzimmertür und haben durch das Milchglas schon gesehen, wie es drin funkelt. Die Kerzen waren schon an, es hat alles geleicht. Wir haben aber noch nicht rein dürfen. Da war jemand noch nicht fertig. Gell? Wir haben gemeint, das Christkindl, weil wir wollten natürlich durchs Schlüsselloch schauen und die Mama hat aber gesagt, wenn ihr durchs Schlüsselloch schaut, dann blast euch das Christkindl die Augen aus. Wir haben uns gefurchten, natürlich haben wir es nicht gemacht, weil wir haben ja noch ans Christkindl geglaubt. Und dann ist es soweit. Der Moment, wo die Tür aufgeht, das Glickerl läutet und wir die Geschenke sehen, den glitzernden Baum und voller Vorfreude reinstürmen. Ich habe ja viele Geschwister, also waren da viele Backerl auf dem Boden gelegen und dann schaust, wo ist meins, ist das drin, was ich mir gewünscht habe und so. Und dann findest du das, ja, da steht Fonsi drauf. Und dann reißt das auf und tatsächlich, es war das Matchbox-Auto drin, das ich mir gewünscht habe. Ja, ganz besonders. Und dann bin ich hinaus, einen Gang, habe mir Schuhe angezogen, ich habe weder Jacken noch Mützen, ich habe auch keine Handschuhe nicht angezogen und bin gleich raus. Draußen war ein halber Meter Schnee, es hat geschneit, es war saukalt und mir war das völlig wurscht. Ich war so beseelt, dass ich das gekriegt habe, was ich mir gewünscht habe. Dann habe ich mir einen Schneeberg gebaut und habe da Bahnen reingebaut. Kurven sind alle steiler geworden und eine Sprungschanze habe ich mir gebaut und ich habe Stunden da draußen verbracht und gespielt mit dem Auto. Ich war praktisch eins mit dem Auto. Ja, wer erlebt denn das heute noch? So in dem Moment zum Sein. Und das ist eben so schade, weil uns das Handy so viel wegnimmt. Das hat es damals noch nicht gegeben. Und darum wünsche ich uns, dass wir das jetzt in der Zeit weggelegen. Und zwar wirklich weggert. Dass das nicht einmal sechst und auch nicht hörst, wenn irgendeine Nachricht reinkommt, weil man ist immer abgelenkt und man meint immer, jetzt muss ich dem zurückschreiben, da muss ich noch, da muss ich noch, da muss ich noch. Was für Stress das eigentlich ist, das merkt man erst, wenn man mal in die Ruhe wieder kommt. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ruhig und wie stark die Zeit früher war und wie hektisch das heute ist, nicht nur wegen dem Einkaufen oder so, sondern auch wirklich das Handy fordert von uns jeden Tag immer. Und das ist nicht gut. Legen wir es weg, reden wir miteinander, erzählen uns die Geschichten, die jeder erlebt hat und schauen wir, dass wir ein schönes Miteinander zu Weihnachten erleben. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, starke Zeit, ohne Handy. Dort ist es weg. Für euch.